Herzlich willkommen, liebe Leute. Ich fange das Emission an mit den Gemengewahlen. Gemengewahlen zu Lützeburg. Da sollten wir vielleicht, was hat das mit Europa zu tun, was hat das mit Blick auf Europa zu tun. Aber darüber kommen wir noch zu schwätzen. Erlaubt mir aber vielleicht alle guten die Kandidaten, nicht nur die gewählt sind, sondern die Kandidaten am Allgemeinen. Ein großes Merci zu sagen für den Erfolg, den sie gemacht haben und noch den Ansatz, den sie bewiesen haben. Nicht nur länger in der Wahlkampagne, aber ich meine auch dafür drin. Muss sich an die Sujets schaffen, muss sich für das interessieren, muss gerne bei den Leuten sein, muss gerne unter den Leuten sein, muss gerne etwas für die Leute machen. Also ich meine, das durchwegs ist das ganz positiv zu gucken. Und das ja auch Resultat, das ja auch gesagt auch, dass einerseits eine ganze Partie experimentiert, Kollegen gewählt sind, Kolleginnen und Kollegen und noch ganz viele Neugesichter. Das freut mich, das ist ganz positiv. Und das ist ja so, dass ich muss so und der CSV eigentlich meine Partei ein super Resultat gemacht hat, wenn ihr seht, dass von 160 Mandaten über 200 Mandate da steht, und an den großen Gemengen, mehr auch an den kleinen Gemengen, überall sehr wird an der Verantwortung ist oder sehr wird das nach Koalitionsverhandlungen laufen, mit denen du große Chancen hat, für an Verantwortung ranzukommen, dann ist das ein Zeichen, das an den letzten Jahren weiter gut geschafft ist innerhalb von der CSV, und das freut mich umso mehr. Ich hatte schon gesagt, was tun Gemengewahlen mit Europa zu tun. Europa ist eigentlich, die wisst, dass das nach dem Subsidiaritätsprinzip funktioniert. Das heißt, Decisionen sollen so nah wie möglich beim Bürger geholt gehen. Wenn das auf kommunalem Plan möglich ist, dann soll dort Decisionen geholt gehen. Am anderen Fall auf nationalem Plan oder, wie gesagt, wenn es muss sein, wenn es eine Plus-Value gibt, wenn mehr Memberstaaten zusammen müssen schaffen, dann reicht europäischen Plan. Wir kommen natürlich immer mehr Sujets, die sind einfach nicht mehr im kommunalen Plan zu lesen. Das heißt, immer mehr Sujets gehen am Europaparlament zusammen mit dem Conseil dezidiert, fließen an eine Gesetzgebung an. Sie wird ihre Verordnungen, sie wird dass es Direktive gehen. Das heißt, da gesagt, wir sind bei an die 75, 76%, was eigentlich heute dezidiert wird, was dann natürlich einen direkten Einfluss hat auf die Memberstaaten und von da aus natürlich auch direkt an die einzelnen Regionen, an die einzelnen Gemeinden. Das ist auch normal, wenn in heute verschiedene Domänen guckt, ich will nicht etwas wie Klimapolitik, das ist national nicht mehr zu lesen, das ist auch kommunal schon gar nicht mehr zu lesen. Da müssen auf europäischem Niveau die Memberstaaten zusammen sämtliche Erfahrungen zusammen tun und dann natürlich entstehen darüber hinaus Aktionspläne von den einzelnen Memberstaaten an die gehen zusammen mit den Bürgern, gehen die da ganz konkret umgesetzt bis an die einzelnen Gemeinden. Dasselbe ist zum Beispiel auch am Transport, wo ich ganz viel aktiv bin, von den immer mehr Initiativen, die einen direkten Niederschlag haben bis an die Gemeinden, bis an die Memberstaaten, bis an die Gemeinden. Nicht mehr für das als paar Beispiele zu sagen. Wir auch haben ein Komitee, einen Ausschuss Regiopolitik, Regionalpolitik. Das heißt, wir haben ja 20 Komiteen, die alle politischen Domänen aufdecken. Sie wird Transport, sie wird Santé, sie wird Environnement, sie wird Emploi, Affaires Sozial und so weiter. Und so haben wir auch ein Komitee Regie. Das heißt, da geht ganz konkret dezidiert auch über europäische Fonds. Das heißt Kohäsionsfonds, besonders Kohäsionsfonds, noch Strukturfonds, für, wie gesagt, eine faire Behandlung von den einzelnen ländlichen Regionen, von den einzelnen Gemeinden, für das Projekt ganz konkret zu unterstützen, für die soziale Inklusion herzustellen und natürlich auch für eine faire Behandlung zwischen ein bisschen schwachen Regionen, ein bisschen schwachen Gemeinden und auch ein bisschen starke Gemeinden, für das, wie gesagt, relativ fair zu gehen und ein relativ Gleichgewicht können herzustellen. Dasselbe, wie gesagt, fanden wir an den Programmen, die dann heute dezidiert gehen. Das sind die Interreg-Programme, die ihr alle gut kennt, grenzüberschreitend ganz oft Programme, wo zum Beispiel über die Schulen Beispiele von Infrastrukturen am Transport, kann ich auch Schulen gemeinsam lesen, kann ich auch Kläranlagen, das heißt all die Projekte, wo grenzüberschreitend Sinn möchte, aber wo dann in dem Moment auch von den Kohäsionsfonds Gelder an die Regionen, an die ländlichen Regionen, an die Gemeinden fließen, für das, wie gesagt, da können so sinnvolle Projekte durchgezogen werden. Auch
Niveau net an der direkter Gesetzgebung befasst, aber auch den Komitee der Region, den net de wäch zu denken, ass den eng super erbeg mischt, an den eigentlich bei all Vierschläfen der Kommission och befasst gëtt, a wo och en wieder zo ofgëtt, den fir Eishai als Gesetzgeber oft ganz interessant ass ganz wichtig ass eng erbeg, die do gemerket, die mir ganz stark ze schätze wëssen. Do sind da wie gesot Vertreter vun daheim vun den einzelnen Parteiien sind do dran an wie gesot mechen eng super erbeg. Darüber hinaus ass natürlich auch nicht alles positiv. Ich meine, ganz viele Leute so, ja, die sind weit vom Bierger weg, die holt Decisionen. Das könnte aber meiner Meinung nach durch 2 Punkte. Den einen, das die Leute eigentlich nach bei aller Kommunikation, aber bei aller Information, die sie kriegen, die sie können aufrufen, die wir auch bereit sind zu gehen, aber nach ganz oft nicht wissen, was wir hier konkret machen. Und zweitens wissen sie auch nicht, wo die Kompetenzen liegen von den einzelnen Niveaus. Das heißt, europäische Niveau wird ganz oft responsabel für etwas gemacht, wo man eigentlich gar keine Kompetenz hat, wo man gar nicht können ergreifen, weil die Einzelträte das eigentlich nicht zulassen. Und das sind so Malentendus, die besonders an der Zeit, wo Europa nicht so gut gegangen ist, wo Europa ein bisschen der Sinnebock war für alles, wo man das festgestellt haben, wo ein bisschen zum Abschwung kommt, wo man anfangen mussten, Apps dagegen machen, bessere Informationen, mehr klar, die Leute kommunizieren, mehr klar, die Leute mitteilen, für was Europa da steht, was man gut machen. Und da wird auch der Bewusstsein beim Bürger herumkommen, dass wir eigentlich für die Bürger da sind, dass wir für besonders auch an der Gewichtung für Kleinländer, für Regionen, für Gemengen zuständig sind und nicht nur für gesagt, wie groß geopolitisch, wie groß Weltprobleme zu lösen. Agrikultur ist natürlich auch so ein Sujet, das heißt, die Agrikultur geht komplett auf europäischem Niveau. Wir haben eine Politik agricole commune, und wir haben auch ein Budget, den aus unserem Budget 40% gehen ausschließlich geholfen für die Agrikultur. Und das ist auch ein Sujet, wo dann aber auf der anderen Seite ganz viele Bauern sagen, ja, wir sind nach just hinter dem Computer, wir haben administrativ so viele Aufgaben zu bewältigen durch die Reglementer, die von Brüssel kommen. Und das können wir bald nicht mehr. Wir sind geschwommen im Büro, wie zum Beispiel auf unserem Feld. Das ist auch ein bisschen zweideutig. Einerseits muss das sein, weil auch an der Vergangenheit ein ganz paar die Gelder so oder Möglichkeiten nicht so dahin geflossen sind, wo es hätte müssen sollen, wo es vorgesehen war. Das heißt, da sind Regionen, Länder, die sich auf eine Manier ich will nicht so ein Bereiche tun, mir auf jeden Fall sind die Gelder nicht so geflossen auf die Plätze, wo es hätte müssen sein. Den europäische Rechnungshof wird oft genug op so etwas hingewiesen. Die Sachen sind waren noch nicht komplett. Wir schaffen drin, da sind sie aber zum großen Teil redressiert. Und der Zweite, das eigentlich, dass wenn wir eine Gesetzgebung dezidieren, dass ganz oft andere Länder an Einzelplänen umgesetzt gehen, und danach etwas drauf gesagt wird, das heißt die Goldplating, wo wir nennen, das heißt, wo nach all Land oder noch seiner Kultur, noch seinen Gegebenheiten nach zusätzliche Reglementer verschärft. Und auch das ist etwas, was dann natürlich beim Bürger einen ganz negativen Effekt hat. Soweit, wie gesagt, Europa par rapport zu den Gemengen. Wenn wir bei der Landwirtschaft sind, dann ist aber noch ein Sujet, das Woche zu Brüssel ganz aktuell gewesen. Und das ist den Unkrautvernichter Glyphosat. Glyphosat, ein Herbizid, wie gesagt, ist ganz stark umstritten die letzten Jahre. Für was? Ja, ganz einfach, weil die wissenschaftlichen Etüden, die Wissenschaftler selber eigentlich eine ganz zwiespältige Meinung haben. Das heißt, einerseits stuft die Weltgesundheitsorganisation stuft den Glyphosat an als möglicherweise krebserregend. Die Europäische Agence EFSA, die aber dafür zuständig ist, für europäisch zu gucken, die sieht als wahrscheinlich nicht krebserregend. Und ihr seht schon da, dass wenn die Wissenschaft sich nicht eins ist, dass es ganz schwer ist, auch als Politiker dem Moment eine Decision zu halten. Lo ist es natürlich so, dass aufgrund von den Erkenntnissen, die an Amerika kommen sind, wo lo von den Monsanto Papers geschwärzt wird, das heißt, das ist ein E-Mail-Verkehr, den du abgedeckt ist innerhalb vom Konzern von Monsanto, wo die
einerseits innerhalb von ihrem Konzern mat nie kommuniziert hun, einerseits a woch nobause kommuniziert hun, aber dat alles net transparent, dat alles op engem dat huet op ganz viel geheimnisvolle Wehr funktioniert, da das wie gesot de Lot zum Deel opgedeckt gin, an dat huet natürlich ganz stark Romauer zu Opregung gefauerert, och bei Eishai. Dat hicht mir hat die Leiit vir gelöden an eng öffentlich Unheierung, die sinn net kommen. Dorop sinn si immer so weit gegen am hunn lo sämtlich Kontakte aufgebracht, dat hecht auch die Leiit, wann se an Zukunft wëllen ha firstellech ginn, derfen dat net méi. Dat hechte gesit, dat Fronten sech do verhäert hunn. Et gëtt an der Tschenzeit Monsanto beschëllegt eigentlich gewësse Studien durch beaflosst ze hunn, siewet durch Geld, siewet durch Avien, die se geschrieben hunn, siewet dat ze Artikeln an Optrag solle ginn hunn, die ganz konkret Glyphosat als net schlimm dohinstellen, als net krebserregend, als net schädlich. Et hecht dat sinn alle so Magouien sonnege Lommel, wo de lächte Beweis nach fehlt, das net transparent, me et sinn ganz klar Verdachtsmomenter do. An do gëlt natürlich weiter ze fuhren, do gëlt natürlich weiter ze kratzen, fir ënner der Oberfläche fir do rauszufannen, wat do wirklich gelaf ass. De Problem ist allerdings, dat Kommission de Moment net wees, wie mir auch net wees wat ze man. Et geht ganz konkret eng Verlängerung. Et geht eng Verlängerung vun 10 Joer. Die bestehend Autorisationun die lebt lo Ende des Jahres aus. Decisionen selber mussssen vun de Memberstädte geholt gin. An Kommission seet auch ganz klar, wann Memberstädten sich net eens sinn, da gëtt nach weiter verhandelt, weil de Moment aus Frankreich, Italien, Österreich, Lützeburg der géint, dat hiech mir sinn och bei den Länder, die so en Glyphosat méi ass de Risiko ass ze gross. De Prinzip de Präcaution seet eis, dat et wahrscheinlich krebserregend ass, an dodurch loss man den Prinzip de Präcaution gern spillen, an dann verwenden wir et net méi. Do ass lo Deutschland am Kanzei wësser, dat sech Majoritéiten do bilden, an do ass Deutschland de Moment so bëssen Zünglein an der Wäge. An do wär lo nach keng Deciioun an absehbarer Zeit fallen, well Deutschland jo an den Koalitionsverhandlungen ass an net genau wees net genau, wéi die Deitsch Positionioun an lo wert sinn. Et ass awer eng Gros Urgenz, et ass den 23. Oktober sollen Lot Memberstädten eng Deciioun hëllen. Dat gesäit wie gesot net so aus. Die Lächtchance besteet dann am Dezember, well wie gesot Ende des Joers d'Autorisationun, die bestehende Autorisationun auslief. Parlament mir hatte schon fir hun enger Rei Meint hatte mir schon eng Resolution gestimmt, fir de Glyphosat anzuschränken, am privaten Handel net mit ze kreien. Sollt sinn an den öffentlichen Einrichtungen, dat hecht wie Spielplätzen und so weiter och net méi Difte dummer der gehandelt gin, dummer der gespritzt gin. Wir hatten och ganz klar gefordert, dat no Alternative mis gefurcht gin, weil muss jawer so, dat als Bauern die ganz Agrikultur huet sich an den letzten Joren dorop angestalt. Huet dat Mëttel jo benutzt an ass och nach weiter interessiert dat Mëttel ze benutzen. Franzisch Bauern ginn op Stroos, well hier Regierung seet nee, a well sie awer so man mir brauchen dat mir mussssen nach dummer der weiter schaffen. An dofir hat mir gesot fir no Alternativen ze furchen, dat déi och merkgerecht sinn, dat déi op de Markt kënne kommen an dat déi dann wie gesot de Glyphosat können ersetzen. Dat soviel dort zou, dat hecht dat du ass nach dat lächt wurt net geschwert, do simmer an enger ganz koklecher, an enger ganz prekärer Situationun, wie dat ausgeht, wees nach geen. Op schiede Fall ech fir mei Bedarf so, dat op schiede Fall dat net soll weiter kommerzialiséiert der verginn. Einerseits sinn eng pak die Bauern, die man soen, man mir brauchen net. Am Monsanto huet jo an der Tschenzeit och Mëttel, huet och so e Saatgut op de Markt bruecht, wat am Fong resistent as Saatgut selber as resistent géint de Glyphosat. Also do heecht et, do kënne man dach beroecht sinn, dat geht an eng gut Richtung. So ich ganz ehrlich, es sinn do net beroecht. An ich ginn eichter denen recht, die Vorsichtsmaßnahmen wollen, Präkautionen wollen uwenden, also so lange net do de lechte Beweis do leit, können wir dat do an Zukunft net mit zulassen. Soweit wie gesot ha vu Brüssel. Merci fir no gucken, bis die nächste Woche.